Die Abenteuer der Pokémon kennen keine Grenzen. Zumindest nicht hier bei Pokémon Omega Rubin. Ja, hallo Leute, willkommen zurück nach dieser langen Pause. Was zum Henker war denn los? Ja, ich sag's mal so, ich war ein bisschen im Alpha Saphir Zuchtfieber. Oh mein Gott, was soll das heißen? Naja, wir gehen direkt mal zurück, weil ich will in diesem Part vor allem halt eines machen, und zwar in der Arena fighten. Und ein bisschen aus dem Weg gehen, wenn es geht. Den auf die habe ich noch keinen Bock. Das kommt alles später. Ja, mein Schieberpad spinnt ein bisschen mehr gerade. Jetzt geht's irgendwie wieder. Oder nicht. Ja, also irgendwie. Schleichen, laufen. Seltsam. Okay, ja, wie bereits erwähnt, ich war ein bisschen im Zuchtfieber. Das heißt, ich hatte die Gelegenheit, ein paar seltene Pokémon zu finden und so zu fangen, die ich sowieso mal noch trainieren möchte. Hallo, ist der unser unsichtbares Hindernis oder was? Tatsächlich. Wer bist du? Kick dir an! Und du musst doch erstmal fangen und so, und das Ganze ein bisschen... Naja, ich hatte natürlich die Gelegenheit, dann auch noch irgendwie Pokémon zu fangen mit maximalen DVs und so, und dachte ich mal so, ja, hier noch ein Ditto und... Ja, sagen wir so, es war ziemlich viel los dann, aber das Ganze hat auch ein Gutes, und zwar habe ich dann auch die Gelegenheit gehabt, weil ich dann halt, ja, ich muss anders anfangen. Es war so, ich habe nicht nur ein paar bestimmte Pokémon mit hohen DVs gefunden, sondern auch unser Megalogok, ja, das auch, servus, sondern auch ein Ditto, beziehungsweise mehrere Dittos mit hohen DVs, und dann dachte ich mir so, unser Kindwurm müsste ich eigentlich langsam mal trainieren, sprich übertauschen und das natürlich vorne richtig züchten. Ja, das habe ich auch gemacht, und was dabei rauskam, Freunde, das ist Heavy. Richtig schön Heavy. Ja, das Kindwurm, das war uns bereits in der Box, das wird bereits übergetauscht. La. Schöne Mucke, wa? Und das Kindwurm hat ein paar seltene DVs. Um ehrlich zu sein, Leute, es hat 4 Werte auf Maximum. Also sprich 4 Werte sind auf 31 DVs. Darunter die KP, der Angriff, die Initiative und, glaube ich, auch noch, wenn ich es richtig im Kopf habe, die Spezialverteidigung. Und hier ist auch schon unser Kindwurm mit dem Brutterandernit. Die haben mega schnell auch schon drüber getauscht, weil der kommt hier ziemlich spät erst. Dann haben wir dann gezüchtet mit Drachentanz, haben natürlich ein Kindwurm so gefangen, dass bereits Drachentanz konnte, und das dann weiter gezüchtet, und ja, und dann natürlich das Ganze noch Eva trainiert mit 250 Evas auf Angriff und ganz auf Initiative und 6 auf KP. Ich sage, das war eine Tortur, deswegen waren auch 3 Tage lang Pause vom Pokémon, weil bis ich das raus hatte, das war was. So, zum ersten was anderes. Hier kommt Gyarados hin, genau, der ist nur für TMs und Mitnahme dazu da. Kampfbox, war. Wir kämpfen jetzt in einer Arena mit Flug-Pokémon, deswegen kommt er raus. Es sind 4 Pokémon insgesamt. Letzten Kampf. Natürlich ist Stolos einfach. Der muss. Bei Flug soll, aber der muss rein. Dann haben wir das letzte Mal nicht eingesetzt, deswegen würde ich auch sagen, den auch. Und natürlich Kindwurm war. Ich meine, der Blackie, der hat ja damals, der User Blackie hat das Ganze ja vorgeschlagen für den Kindwurm und sich gewünscht, dass wir ihn Blackie nennen. Deswegen begrüßen wir ein neues Teammitglied. Blackie alias Kindwurm und umgekehrt, wie auch immer. Ein Pokémon, das ich auch später nach der Liga und allem möglichen noch einsetzen werde und richtig fett ist. Von den Attacken, ja, weiß nicht so genau. Ich dachte zwar ein bisschen an Feuersturm, aber dann, ihr seht, das ist ein bisschen hart und Spezialangriff ist, glaube ich, ziemlich weit unten. Ich glaube, DV ist bei 0 bis 1 bloß, und ja, also da wird, glaube ich, auch als mega brutal an, weil ich glaube, der Spezialangriffswert ziemlich niedrig sein. Also ob es da lohnt, Feuersturm beizubringen. Naja, aber Drachentanz sowieso cool. Ja, jetzt halt die Frage, was mache ich jetzt genau? Aber ich mache eigentlich immer so, wenn der Arenaleiterin halt, oder Arenaleiter, wie auch immer, 4 Pokémon selber einsetzt, in diesem Fall, würde ich natürlich auch mit 4 Pokémon nachkommen. Logok kann man natürlich sagen, nee, bitte nicht das Kampf, das tut sowieso fehl. Allerdings natürlich mit Hitzekoller, vor allem bei einem Pokémon wie Panzeron, was auch gerne mal eingesetzt wird, sowieso cool. Kai hat natürlich auch noch 2-3 Level.
Kraftreserve ist bei ihm. Ich überlege gerade, verdammt, wir merken das nie. Nein, komm schon, war's schon wieder. Das war Pflanze, war Pflanze. Nee, Quatsch. Also Kraft ist schon wieder. Scheiße, weiß nicht mehr. Ja, also nehmen wir jetzt noch 5 Pokémon mit, weil der ist einfach mal gut, also da um ein bisschen zu leveln und so. Ist rübergetauscht, deswegen kriegt er ein bisschen mehr. Aber ganz ehrlich, dass der hier in der Arena zum Einsatz kommt, bezweifle ich noch ein bisschen. Vielleicht in der nächsten Arena. Wird jetzt dann bereits genug sein, oder bereits soweit sein, aber hier, nee, da wäre er zu früh. So, also ab zur Arena, wie bereits erwähnt, holen mal die Vögel runter, nicht wahr? Ich glaube, Items brauchen wir soweit keine mehr. Megasteine haben wir auch noch, ein paar muss ich glaube noch tauschen, vor allem das mit Gardevoir. Auch den für Gardevoir finden wir eher so spät in der Story. Den Verstoß haben wir bereits, okay. Jetzt war hier was Verstecktes, war genau hier, das ist noch eine TM. Moment, nee, war das anderes, Entschuldigung. Ja, aber dann müssen wir wieder, sorry. Ein bisschen konfus bin ich schon, das war die Baumhausgilde, war? Ich suche eigentlich die Kraftreserve, Tante. Und Oma war's, wa? Omi, wo bist du denn? Omi. Wo ist die Omi? Da ist die Omi. Okay, das war die falsche. Die Kraft ist jetzt bestimmt, welche darf es denn sein? Was, Kampf? Kann wohl raus sein, was Kampf war. Ja, genau, Kampf, cool. Ja, aber sollen wir Milotic also sprich Kai einsetzen? Hat er auch schon in der letzten Arena seinen großen Auftritt? Ja komm, 4 Stück, der geht schon. Vermutlich brauchen sie sowieso nur 2 oder 3. Weil sie sind ja so krass gepowert und so, ist einfach übel. So. Aber erstmal noch zum Kekleon. Genau. Ein paar noch ab und so. Kämpfen nicht alle. Nee, sind nicht alle so mutig oder wagehalsig. Baumhausen sieht die Arena. Ich verstehe nicht, warum die Rennleitung keine Pflanz-Pokémon einsetzt. Verstehe ich nicht. Das wäre eigentlich, naja. Ist ja auch egal. Strauchler, auch eine geniale Attacke. Vom Typ Pflanze. Was man allerdings nur den Pokémon beibringt, die nicht vom Typ Pflanze sind, weil, ja, vom Schaden her macht eigentlich nur dann Schaden, wenn halt der Gegner ein paar, ja, ein bisschen, sagen wir mal so, vom Gewicht her und so etwas hat, wa? Je schwerer das Ziel, desto mehr Schaden verursacht, genau. Also zum Beispiel, um einen Stollus aus Balance zu bringen, eigentlich noch cool. Also, mit Milotic das Ganze mal testen. Mal gucken, ob das ganz funktioniert, wie ich es hoffe. Also, Kindwurm habe ich alles gemacht, alle DVs. Also, wir haben aktuell nur 2 Pokémon, waren mit vollen DVs, mal eher zu sein. Und beide natürlich getauscht. Genau, der ist voll. Und der ja auch noch Angriff, Initiativ, plus 6 auf KP. Der Rest fehlt alles noch, obwohl, naja, muss man natürlich auch machen bei Gelegenheit. Dann mache ich alles vor der Liga. Habe ich hier Chaos oder vielleicht sogar noch unser Atomic. Also ist natürlich so, es sind auch Pokémon, die ich gerne später auch noch einsetzen will, aber für das sind einfach ihre DVs und aus Wesen zu unpraktisch. Also vielleicht wird es im Verlauf des Story-Modus noch irgendwie ersetzen. Oder vielleicht auch erst später, weiß ich nicht genau, wie ich es genau machen werde. Es gibt verschiedene Varianten, das Ganze zu optimieren und so. Und ich will es eigentlich nur einmal trainieren, wenn ich ehrlich sein soll. Aber egal, erstmal geht's in die Arena. Und hauen wir der guten Wiebke, glaube ich, war es, voll auf die Mütze. Ja, Heiko schon wieder. Na, wie sieht's aus, Michael? Weg zum Champ. Wiebke, die Arena von Baumhausen City ist eine Meisterin im Umgang mit Flug-Pokémon. Sie wartet im hinteren Teil der Arena auf dich, nach den Drehtüren. Sie war jetzt immer ein neuer Herausforderer, den sie die Flügel stutzen kann. Hals- und Beinbruch. Will ich sowas noch runterholen, hey? Ich glaube sogar, ich habe damals bei Alpha 4 die Arena komplett nur mit Voltenso gemacht. Das war so krass, ey. Hatte zwar nur neutrales Wesen, aber dafür einigermaßen gute DVs um 15 bis 25er Bereich. Ohne gewollt, war einfach so. Und war, glaube ich, hier bereits. Nee, stimmt gar nicht. Es war noch gar nicht DV trainiert, aber ich glaube, ich hatte schon seinen Megastein. Wohl, das stimmt, genau. Megastein hatte ich bereits von Voltenso und das war einfach so krass. Vor allem in der Megaform und Voltenso noch Bedroher. Da müssen wir reinziehen.
schwächende Gegner wird selber schneller und stärker auch noch. Ja, Blackie wird auch stärker. Glut. Also wenn überhaupt, dann der Feuersturm. Silberblick. Also sicher bekommen wir natürlich Drachenklaue sein, ganz klar, weil es als Stab ist. Man könnte es auch anders machen, aber ich glaube, wir machen es doch. Da kann man bereits zum ersten Typen, den ich vorhin erwähnt habe, Panzeron, ja. Panzeron! Ja, kommen wir ganz schnell runter. Dann im hohen Ross! Der fliegt. Nein, es hat eine Robustheit drauf, ich glaube, ich spinne. Das ist natürlich lame. Aber ganz ehrlich, wie komme ich jetzt auf die Idee, jetzt noch zu wechseln? Hallo, dann noch ein Cup, dann kann ich Ritter-Attack einsetzen. Naja, abgesehen von Trugschlag und, und wie ist das jetzt schon wieder? Zurückhaltung, dankeschön. Und die Leveln hier, das ist so krass. Ach ja, ist das nicht geil? Alle kriegen Level up. Bis brauchen wir den eigentlich nicht. Später kriegt man natürlich Knirsche dazu. Wo ich aber er wird nicht behalten. Es wird sicher Drachenklaue. Also, was heißt sicher? Das ist auch so eine Frage, weil Drachenklaue zwar starb, ist es ein eigener Typus und so. Und soweit gesehen eigentlich auch die praktischste aller Drachen oder physischen Drachenattacken. Aber es gibt dazu wenig Pokémon, wo Drachen wirklich was schaden würde. Es ist wirklich nur Drachen selbst und deswegen Drachen oder einen Slot zu belegen. Was ich machen werde, ist Rückkehr. Wieso Rückkehr? Das hat vor allem einen Grund, in der Megaform vor allem, da lohnt sich Rückkehr enorm. Und ja. Sonst, es hat schon eine gute Frage, wa? Mein Erdbeben gehört fast dazu, aber das sind ja fast schon ein bisschen die Standard-Moves, wa? Also sprich jetzt Drachentanz, Drachenklaue, Erdbeben, Rückkehr. Wäre echt irgendwie was Normales halt. Ich will nichts Normales, ein bisschen was Spezielleres haben, aber das ist schwierig. Oh, ja stimmt, da muss er so machen. Erst den Weg frei machen. Wir machen den Weg frei. Aber nicht die Raiffeisenbank. Nö, hier nicht. Ja. Gut, bereits trainiert, sage ich schon. Gelevelt natürlich, deswegen kommt jetzt wieder mal Chaos zum Zuge. Es ist unnötig, dass unser Einleiter Wiebke sich mit dir befasst. Für dich bin ich völlig ausreichend. Ah ja. Der Nestor. Was denn das für ein Name? Los geht's! Chaos Time! Nur 2 Pokémon, wieso was? Geht direkt auf Mega Evolution. Mega Power! Ich finde das so geil. Ai. Wobei es kann niemand drauf hat, es gibt Pokémon, bei denen wird die Mega-Entwicklung kaum etwas. Nehmen wir doch zum Beispiel mal einen Sumpex. Kann ja auch die Mega Evolution mittlerweile. Das ist zwar... Ja, es wird schneller in der Mega-Form. Toll. Aber natürlich nur bei Regentanz. Und so muss ganz Team nach umstellen. Ich weiß nicht, Leute. Ich weiß nicht. Da finde ich irgendwie sowas wie unser Stolos schon geiler. Vor allem nur noch der Typ Stahl. Kein Typ Gestein. Man kann den vierfach schwer, nur noch doppelte. Feuerodem. Nö, war er nicht. Das braucht der nicht. Okay, jetzt sind wir so einmal durch. Hier war, kommt direkt der nächste. Also seht schon, die reden natürlich sehr einfach, vor allem, weil wir wirklich total übertrainiert sind. Das ohne Absicht, aber gut, wenn die meisten Pokémon rübertauschen und die sowieso speziell trainiert sind, also ja, speziell trainiert sind halt, kriegen halt spezielle Erfahrungspunkte, dann wundert das natürlich nicht mehr. Oh, ein Dodri! Wird natürlich schnell sein, ne? Natürlich gar kein Problem. Alter, 14 Level Unterschied. Ja, ganz ehrlich, mit dem Team können wir bereits in der letzten Arena antreten.
könnte zwar ein bisschen eng werden, ne? Da ist ja Vasili, der mit seinen Wasserviechern, aber es müsste trotzdem reichen. Alter, dann ist, wenn er hochgeht. Du besiegst den Björn. Ja. Macht das denn schon wieder am besten? Ah ja, genau. Zurück muss der. Lass mal durch, Mann! Will auch nicht. Oder erstmal so und jetzt so. Servus, Kumpel. Im Namen aller Trainer, die vorwiegend Vorgepunkten einsetzen, gelobe ich Ihnen feierlich, dir einen anständigen Kampf zu liefern. Ich gelobe feierlich. Oh Mann, was ist denn das für einer? Pelipper. It's Chaos Time! Ich weiß, es ist fies, mach's trotzdem gerne. Stolos digitieren zu! Mega Stolos! Ja, das kommt natürlich mit Schutzschild noch, von mir aus. Hab's auch noch drauf. Steinhagel! Echt ein Stolos mit irgendwie Tarnsteine, Donnerwelle. Dann vielleicht Eisenschelle statt Eisenschweif, damit es ein bisschen häufiger trifft. Und dann... Also die Frage war, Stein kann oder Erdbeben? Auch Kraftkoloss noch gegen andere Stahl-Pokémon. Das wäre natürlich auch noch geil. Ah, stimmt, muss ich wieder so machen. Und jetzt kommt sie schon. Und da sind wir auch schon vorne bei Wipke, der Arena-Leiterin von Baumhausen City. Abspeichern und nicht nötig. Rupfen wir ihr die Flügel. Das klingt irgendwie grausam. Ich bin Wipke, die Arena-Leiterin, die Leiterin der Arena von Baumhausen City. Ich nehme es an. Ich bin eins mit meinem Vogel-Pokémon und gemeinsam tanzen wir durch die Lüfte. Ah ja. Wie anstrengend der Kampf auch ist, wir gewinnen mit Grazie. Und ich dachte mit Attacken. Meine Vogel-Pokémon und ich werden dich mit unserer eleganten Choreografie beeindrucken. Yeah! Ach, Wipke, wenn du wüsst, wie schnell du am Boden sein wirst. Los, Schwalbos! Okay, Chaos, es geht in die Vollen! Stolos! Na dann, Stolos, zeig ihr doch mal deinen hübschen Steinhagel! Wow, das hat richtig gejuckt. Aber treffen musst du schon. Warte, was? Haben wir's gesehen? Schwalbers! Das Nummer Uno. Jemand, Blackie! Wird immer stärker. Altaria. Ein Drachenflug-Pokémon. In der ersten Mega-Entwicklung ist es eine Drachenfee. Ist zwar ein kontrovers in sich, aber egal. Haben wir schon Eisstrahl? Nö, wa? Klar, ein Blackie schicken. Da wäre ein bisschen zu früh. Du hast ja... Du könntest damit Toxin was ausrichten. Jo, wieso eigentlich nicht? Nein, ich tot Eis, Drache! Wie doof bin ich eigentlich? Mensch, ich hab doch einen Gardevoir! Alter! Also manchmal... Da bin ich echt zu blöd, zu doof. Oh, verdammt, ich bin jetzt mal vergiftet, das ist schon mal etwas. So, und jetzt, wie ich eigentlich vorhin wollte. Atomic macht das. Sorry Kai, aber ich glaube, das ist eher sein Gebiet hier. Gardevoir. Ups. Das kann kitzeln. Es hat ein bisschen gejuckt.
Na dann, Freunde. Zeit für Zauberschein. Wer der leuchtet? Alter, das ist so fies. Aber die Typkombination Psycho-Fee ist auch krass. Und Blackie wird immer stärker. Kopfnuss. Ist so physisch, aber nee. Soll er nicht erlernen? Panzerung, kommt genau richtig. Es ist Zeit für unseren Champion. Logok! Panzeron! Naja, der war doch nicht lange. Logok! Es ist wieder mal Zeit für Mega Logok! Tja, Mega Logok hat eine ganz, ganz geile Fähigkeit. Und zwar wird es zwar dadurch ein bisschen schwächer jetzt wird die Attacke, aber durch seine eigene Fähigkeit Temposchub! Alter, von Runde zu Runde schneller, den holt nachher gar keiner mehr ein. Ach du Scheibenkleister. Wieso muss Wasserflug sein? Wieso? Na egal. Es klappt doch so. Feuerfeger! Oh, immerhin gut die Hälfte. Plus verbrannt, Alter. Okay, das könnte etwa ein Viertel abziehen. Ja, noch weniger. Ja, krass verwirrt sein. Gut, ich muss nichts mehr machen, ne? Verbrennung erledigt den Rest, aber... Alter, von Runde zu Runde. Doch so schnell werden. Ja, aber Wildquir kann richtig leid tun. Halt den Schnabel, du Schnabel! Interessant, wie es abzieht. Wie trainiere ich hier Logo? Ich glaube, sogar lassen Hitzekoller, das ist ab und zu noch gar nicht so schlecht. Feuerfeger bleibt vermutlich auch, der kommt nachher gegen Flammenblitz, aber das hat so kacke, weil er ja selber noch Schaden macht. Das Feuerfeger fast cooler. Hat eine höhere Volltrefferchance. Legt sich eine viel stärkere Attacke hin und hier vielleicht. Stein kann er Donnerschlag. Ich finde ein Logo mit Donnerschlag so geil. Kann man schon mega Logok, du schaffst es! Du bist mein Held! Hey, Lieber! Und Blackie reicht nochmal Level 18 zum Schluss. Noch nie zuvor ist mir jemand begegnet, der einen grazileren Kampfstil hatte als ich und der mich so schnell platt gemacht hat. Und das lieber sofort. In Anerkennung deiner Fähigkeiten überreicht dir diesen Arenaorden. Oh, da ist er ja, der Flügelorden! Yes! Federorden, Entschuldigung. In den Federorden gehören dir alle Pokémon bis Level 70, auch die du per Tausch bekommen hast, von denen du ja einige hast. Außerdem kannst du in die V-Attacke fliegen, noch außerhalb eines Kampfes einsetzen. Ganz genau, mit dem werden wir im nächsten Part zurückfliegen, aber nur ganz kurz, nämlich Logo eine alte Attacke beizubringen, die er nämlich vergessen hat bei der Entwicklung. Und noch ganz was anderes, werden die Attacke Fliegen nicht allzu oft noch einsetzen. Wieso? Das erfahrt ihr, sobald wir auf Groudon treffen. Und das ist ein Geschenk von mir. Der Ruhe... Die Attacke ist auch geil. Vor allem für Flug-Pokémon. Mit Ruheort landet das Pokémon auf der Erde, um seinen verwundeten Körper zu schonen. Dadurch kann die Hälfte seiner maximalen KP wiederhergestellt werden. Obacht, die Hälfte seiner maximalen KP. Also wenn das Vieh ein bisschen KP hat, dann regeneriert es sich aber ganz, ganz flott. Allerdings sollst du beachten, dass das Pokémon für die Dauer dieser Runde den Typ Flug verliert. Wobei, natürlich Elektro-Pokémon auch cool sein. Ein bisschen schneller, bis zu Ruheort. Gegner Elektro und du, mach nicht so viel, haha. Du willst bestimmt hoch hinaus. Eines Tages wirst du dann erhaben durch die Lüfte segeln. Ja, das habe ich im Gefühl. Aber leider ist es natürlich auch gegen Bodenattacken empfindlich. Nun gut, Freunde, das war's für heute mal hier bei Pokémon Omega Ruby. Nach langen Pause, unser Team ist einfach nur endgeil mit Chaos, Logo, Kai Atomic und unserem Neuzugang, dem coolen neuen Blackie. Und ihr seht jetzt schon, was der für eine... Alter! Oh! Ey, auf Stufe 18 schon so viel Angriff und Initiative. Leck mir, hey, gut, Spezialangriff, das war krass, dass es niedrig wird. Haben gesagt, von wegen DV hat der irgendwie 0 bis 1 Angriff und KP, Initiative und Spezialverteidigung sollen auf 31 sein. Angeblich, gemäß DV-Richter aus Alpha Saphir.
Alter Schwede, das Vieh wird noch so um sich schlagen mit Drachentanz, Drachenklau, Erdbeben, Rückkehr oder sonst irgendwelchen Kombinationen. Wir können da so viel noch machen, wir haben noch so viele Themen in Zukunft. Freunde, das Abenteuer geht in eine neue Runde hier bei Omega Rubin. Eine ganz, ganz geile Spieleserie. Bis dahin, ciao zusammen.